Vor dem Hintergrund zunehmend strikter Corona-Beschränkungen hat Chinas Regierung dazu aufgerufen, Vorräte mit lebensnotwendigen Produkten anzulegen. Familien sollten eine bestimmte Menge an Gütern für den täglichen Bedarf und für Notfälle lagern, hieß es am späten Montagabend in einer Mitteilung auf der Internetseite des Handelsministeriums. US-Präsident Joe Biden bezeichnet das Fernbleiben Chinas vom Klimagipfel in Glasgow als großen Fehler. Die chinesische Führung habe sich damit selbst geschadet, so Biden am Abend. Das Fernbleiben von Staatschef Xi Jinping passe auch nicht zu der von China angestrebten globalen Führungsrolle. Seit rund 15 Jahren bestehen die internationalen Sanktionen gegen das autokratische Nordkorea. Nun haben sich China und Russland für eine Lockerung der Vorschriften ausgesprochen. Das geht aus einem entsprechenden Resolutionsentwurf für den UNO-Sicherheitsrat in New York hervor, der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Mehr als 13.500 Menschen werden in Kasachstan im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes amnestiert, sagte der Innenminister des Landes, Yarlan Turgombayev, am Mittwoch. Um Uiguren zu assimilieren, werden immer mehr Internate für Grundschüler gegründet, die man ohne weiteres auch Kinderlager nennen könnte. Die zuständige Behörde in Osttürkestan für Bildung teilte mit, dass dieses Jahr bereits 428 Millionen Yuan in den Bau solcher angeblichen Grundschulen investiert wurde. Somit errichtete man 28 neue Einrichtungen. Da China laut der UN noch immer auf einer Entwicklungsstufe sei, verteidigte es seine Emissionen. Der chinesische Beauftragte für das Klima, Xinhua, sagte bei der Klimakonferenz in Glasgow, dass die hohen Emissionen damit zu tun hätten, dass China auf einer besonderen Entwicklungsstufe sei und dass es dennoch ein Ziel sei, die Emissionen zu reduzieren. Der kirgisische Präsident Kaparov lenkte das Augenmerk auf der Klimakonferenz in Glasgow auf den Energiesektor. Er sagte, dass Kirgisien zu 90% aus Gebirgsregionen bestehe. Er forderte wirtschaftsstarke Nationen dazu auf, in den Bereich der Hydroelektrik zu investieren, sodass beide Seiten davon profitieren könnten.